Eigentlich wollten wir eine Probe aufnehmen, aber wir haben halt vorher mal gefrühstückt. Ich meine, ne? Man muss ja auch was im Bauch haben. Mhm. Du hast was vergessen. Ja, Die Servietten. Du bist kein guter Gastgeber. ja, ein Hemdsärmel. Also ehrlich. Ah, guckt euch an. Guckt ihn euch an. Hier, da ist er. Der gute Manni. Manni kommt übrigens aus Köln-Rondorf. Wo immer die Sonne scheint. Alle Porzer. Ich grüße euch. Die Porzer. Die ganze Welt schaut zu. Ja, okay. Zack, habt ihr das gesehen? Ja. Nee, lass mal nicht lachen. Du könntest aber jetzt mal, wenn du Lust hast, jemanden grüßen. Uschi. Uschi, wir grüßen dich. Ja, Uschi, Köller Alarv. Achso, ich muss auch noch einen grüßen. Regelrecht zurückkriechend auf dem Boden auf allen Vieren grüße ich Willi aus Euskirchen. Willi. Was ist das dann? Kennst du nicht, aber der hat mir dafür 5 Euro versprochen. Der Willi aus Euskirchen? Ja. Du weißt ja, so viel Eier ist nicht gesund, ne? Und das ist schon der zweite. Jawohl. Rat mal, warum ich 6 Eier gemacht habe. Hm? Meinst du, es könnte einer? Waren die letztes Mal eine größer? Aber das sind die noch von Ostern. Die lässt sich ja gar nicht schälen. Das sind Porzereier. Größer werden sie nicht. Du kannst ja auf deinem Country-Pferd mal die Country Road runterreiten, ne? Ob wir frische Eier holen. Früher haben wir ja samstags immer auswärts gefrühstückt. Das können wir uns aber jetzt nicht mehr erlauben, weil durch die große Krise haben auch wir kein Geld mehr. Das sehe ich. Also, gut. Wenn wir jetzt mal den Lachs und den Kaviar wegtut, ne? Überall hörst du nur noch von Krise. Ne? Und womit hat es angefangen? In der Eierkrise. Na, jetzt fange ich wieder an zu kriechen. 2 Eier hätte ich schon, dann wird es Zeit für Fisch. Fisch? Früh im Morgen. Ja. Fisch kannst du nicht nur am Abend essen. Hast du das gewusst? Ich hoffe, du hast heute deine Finger gut geölt. Ja, du musst gleich schön den Leuten hier was vorspielen. Ah ja, schauen wir mal. Wie Eier? Fängst schon wieder mit Eiern? Es ist nichts anderes im Kopf. Nein, das war jetzt Pfälzig. Ah ja. Ah, ich grüße auch alle Pfälzer, Trierer und Rapunzel. Also ich habe ja mal das Rezept gelesen, wie man einen perfekten Kaffee macht, ne? Echt? Ja. Du nimmst einen Pfund Kaffee, feuchtest das mit Wasser an und dann lässt das Ganze eine halbe Stunde köcheln. Dann machst du eine Hufeisenprobe. Wenn das Hufeisen untergeht, war zu viel Wasser drin. Das ist der perfekte Kaffee, hab ich gelesen. Ich erwarte diese Woche unseren 1000. Besucher bei YouTube. Was heißt denn dazu? Ja. Fehlen immer viel. Praktisch, ne? Kannst du Konzert geben und sitzt hier mit Frühstück. Ja. Du hattest, ich habe eben in deinem Ding jetzt gesehen, du hattest doch da auch Johnny Walker drin, ne? Oh ja, ne, von unserem Westernhagen. Pass auf, ja, spiel mal, spiel mal. Das habe ich lange immer gemacht, ne? Ja, spiel mal. Frühstück im Port. Listen, listen to this country music. He's riding on a horse called Opel Vectra. Auf geht's. Frühstückskaffee, jetzt bist du wieder da. Frühstückskaffee, ich mach dich schwarz mit Chlor. Selbst schuld. Frühstückskaffee, du hast mich nie enttäuscht. Nochmal. Goldschwelle die 4. Achso, die ist einfach, jetzt kommt das Mission. Frühstückskaffee, immer schwarz gebrannt. Geht auch. Frühstückskaffee,
Gestern habe ich mal den Mund verbrannt. Ich hab Hunger, gib mir doch ein Ei. Hast du Hunger? Ich hab hier noch ein Ei. Okay. Meine Güte, wir brechen das jetzt an dieser Stelle ab, weil uns gehen wirkliche Worte aus. Wo waren wir eigentlich eben stehen geblieben? Ja, wir sind ja letztes Jahr nicht so allzu oft in Erscheinung getreten, weil du ja krank gewesen bist. Ne? Ja. Und seitdem darfst du ja auch nicht mehr rauchen. Ja. Ne? Also, liebe Zuschauer, am Monitor bitte nicht rauchen, der Manni verträgt das nicht. Ja, liebe Zuschauer, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, ist der Betrieb am Köln-Bonner Flughafen zeitweilig eingestellt worden. Und der Grund dafür ist keine Aschewolke, nein, es ist zum Schutz der Riesenhummel. Ja, zum Schutz der Riesenhummel wurde der Betrieb am Köln-Bonner Flughafen eingestellt. Alle Starts und Landungen wurden auf die umliegenden Flughäfen verteilt. Passagieren, die sich weigern, von Düsseldorf aus zu starten, denen wird ein buntes Programm im Terminal 1 geboten. Zahlreiche Kölner Musiker haben sich spontan dazu eingefunden. Das sind wir. Okay, so, und dazu singen wir jetzt Halt, wo ist mein Plektron? Ich muss ja auch erstmal die Musik starten. Ah, hier ist mein Zäpfchen. Um 5 Uhr morgens unsere Stunde versaut mir schon den Tag. Dann stand ich in der Sportsuppe, bin noch nicht ganz wach. Ich schuhe unseren Fenster raus und denk, oh Mann, was steht da auf dem Bahnsteig rum und lacht mich an? Ich sehe es, Leute, glaub es kaum. Bin ich jetzt wach oder ist das ein Traum? Da steht ein Dödel in voller Pracht und der lacht, ja, der Dödel lacht. Was war das sich, wenn du dabei gedacht? Wie kommt es, dass der Dödel lacht? Der Dödel steht plötzlich stramm und lacht dabei ein Mädchen an. Da nimmt er seine Mütze ab, doch dann lacht er sich schlapp. Da steht ein Dödel in voller Pracht und der lacht, ja, der Dödel lacht. Was hat er sich, wenn du dabei gedacht? Wie kommt es, dass der Dödel lacht? Der Dödel hält mich wach bei Nacht, denn ich weiß nicht, warum er lacht. Ich zählte früher manches Schaf, nichts mehr, ich Dödel, bis ich schlaf. Da steht ein Dödel in voller Pracht und der lacht, ja, der Dödel. Was hat er sich, wenn du dabei bist? Wie kommt es, dass der Dödel lacht? Da steht ein Dödel in voller Pracht und der lacht, der Dödel lacht. Wir sind jetzt mit dem Frühstück fertig, das heißt mit dem ersten Frühstück. Wir gehen jetzt über zum zweiten Frühstück und dazu gibt es, würde ich was sagen, was mit einem Schaumkrönchen bekleidet ist. Einige Grüße zum Abschied, Manni. Sag doch mal was. Genau. Schöne Grüße aus Köln und Was machst du da eigentlich mit dem Huhn? ich weiß es nicht, der hat hier irgendwie einen Eierkopf lose. Ich schließe mich an. Madet Jod, bleibt gesund und vor allen Dingen anständig. Bis demnächst. Ciao, Freunde. Wiedersehen.